Das 14. Kapitel. Alle harren zu lieb dem Prinz. In der dazige Zeit, wenn Eisenstadt mit Berthe Schimschelbein haben geplant, wie soll mitzuhelfen Boris Friedmannen mit Roger Fuhrmann, ist unser Prinz Boris gesessen zerleicht bei der Madame Regenbogen im Gastzimmer auf ein Hotel mit der Zigarre in der Zein. A Fies verleicht über a Fies, Hand in de Käschenes, hat erteilt, wie glänzend hat aufgegeben dem letzten Examen. Wie soll es steht eng für a schwere Zeit in der Universität darf zu machen. Wie soll rechnet noch der fuhren kann Ausland studieren? Gegen ihm sitzt die Madame Regenbogen, nicht kein junge Dame, mit gele Haar, mit etliche Brodewkes auf dem Punem. In bei der Saat, mit Bieglich in der Hand, sitzen ihre zwei Töchter, auch gele, gerutene, eine in der andere, pink wie zwei Tropfen Wasser. Mascha und Pascha, so riefen sei, kennen schon für lang Borissen. Sei gedenken ihm noch, als ist herumgelaufen über den Markt mit seinen aufgerissenen Geweihren und befallen Menschen in die Gassen. Nur von jener Zeit ist schon weg als Sachjuden. Und Boris ist schon nicht jener Boris, wo Samuel nein. Das ist schon ein junger Mann mit scheinen Manieren, ein gebildeter, ein klieger, ein freilicher, ein Student. Mascha und Pascha, beide wünschen sich mit dem ganzen Herzen. Nicht kein ärgerlicher Sannen wie Boris Friedman. Sie wissen aber ganz gut, als Boris Friedman wird nicht nehmen Maschen und nicht Paschen. Boris Friedman führt kein Peterburg, noch dem kein Ausland. Nur ein Madame Regenbogen hat noch eine Hoffnung, als Boris Friedman wird nicht handig später gewiss sein, ihr Eiden. In Verwussten ist, der Herr Regenbogen ist Racher von Friedmannen und kann geben 100.000 Rubel Nacken. Und Madame Friedman, mit welcher sie lebt, also jetzt aufgelegt, hat nicht einmal gegeben, umzuheben. Als andere aber, sie wollten auf sehr gewinn zufrieden. Ihr geht Hand in Theater heran? Fragte Madame Regenbogen. Und warf dann Augen auf die Töchter. Es wären beide heute wie Feier. Du in Theater? Antwortet Boris. Fäh! In Peterburg ist Gott da zu gehen in Theater. Oder ein Steiger in Ausland. Nu? Und ihr geht in Theater? Hat sich Boris vergangen. Wir haben schon viele Billetten. Antworten beide Leute meidlich und wären noch Leute. Ach, pardon, sagt sie Boris. Aber so, gehe ich auch mit Ach. Madame Regenbogen wird gegangen von nachts an ihre fantastische Stelle. In ihrer Fantasie stellt sich ihr schon vor. Wie also Boris geht sie zu ihr in Bett sie gratulieren. Sie weiß noch nicht, wer von den beiden ist die Kalle, Mascha zu Pascha. Nur es ist kein Chilik nicht. Aber Boris ist ihr Eide. Sie sucht zusammen mit der, ja, was habe ich auch gesucht? Und die Madame Spiegelglus wird allerlei Kulieren verkennen. Die Madame Stechenholz quitscht mit ihr Kohl. Es kann nicht sein. Noch nicht so erklärte Madame Friedman. Madame Friedman kickt das Sachwarte in das Sachheche. Sie hummt jetzt, als ihr Boris, wir werden ein Millionär. Wie ihm? Sei pushet. Sie muss Teugem studieren. Sie wusste nichts zu ihr, als ihr Sohn soll sein ein Doktor oder ein Urmer Advokat. Was ist?
Kann sich nicht geschlagen zu sein, eine große, eine glänzende Partie. Kann alles gemult sein. Es kann alles gemult sein. Ich befragt noch in Ausland. Also man wird sich noch bekennen mit ihr Boris. Dasselbe hat getracht der Futter auch. Oder auf einen anderen Neufen. Man Burg ist nicht Kusche für einen Charlatan. Ich lebe in ein Zimmer verlebt 3000 Rubel. In ein Gitz ungechasmet wechseln auf ein paar wechseln. In ein Gitz ungechasmet wechseln auf ein paar tausend Rubel. Du verstehst du? Nein. Als Malke wird dem also noch geben, können werden leiten gleich gelernt. Gelernt, bis man hat ihm herausgetrieben von der Gymnasie. Anek, Asof, auslernen, Knieg, bedarf ihm nehmen ein bisschen zum Geschäft. Brechende Beine. Tome wird von ihm werden, Gott ein Stickelmensch. Verstehst du? Nein. Mit einem Wort. Alle haben geredet von Borissen. Alle haben gebaut andere Pläne von seinen Wegen. Alle haben ihm gewollt versorgen. Der Futter, die Mitte, die Madame Regenbogen, die Madame Stechenhau, die Madame Spiegelblues, Goldenstadt, Silberstadt, Eisenstadt, Berthe Schimschelbein in Rose Fuhrmann. Jeder noch seine Suche und noch sein Verstand. Nur ein Mensch hat winzige von alle getracht wegen ihm. Der dosige Mensch ist gewinnt Tage allein. Ganz aufgelegt. Ist sich gesetzt in den Theater zwischen Mascha mit Pascha Regenbogen, wo seinen Gewinn auf dem siebten Himmel verfreit, vergadles in Vergnügen. Oh, wenn die Madame Stechenhold soll sein als in dem Theater, mit wussere Augen wollte sie gekickt auf sei. Nur die Madame Stechenhold hat sie grud nicht gewähnt im Theater. Auf ihr hat sie gesessen eine andere Dame. Es hat nicht darauf gelassen, kein Eug für Mascha mit Pascha Regenbogen. Und für den Kavalier, wo sie gesessen zwischen sei. Wie ein Verschuldigter zwischen zwei Gendarmen. Die dosige Dame ist gewesen, nicht mehr und nicht weniger, wie Berthe Schimschelbein. Ich weiß nicht, ob es hat Emilzer Amul sagt, die Weltstein, geworfen als solche feierliche Augen auf sein ärgste Säune. Die Berthe Schimschelbein hat in dem Ofen geworfen auf Boris Friedmannen. Statsch, noch einmal in einer Zeit, in Theater, in mit wem? Weil wir meint aber, als Berthe Schimschelbein hat gemacht, der für den ganzen Eisig hat es. Berthe hat auch nicht sie gemacht, keine einäugige ganze Nacht. Hat sich gekatscht von einer Seite auf der andere, siefzendig und krächzendig. Nur auf morgen, als Rose ist zu ihr gekommen, hat ihr Bertha völlig nicht Maske gewesen wegen dem, wo sie ihre Augen haben gesehen im Theater. Sie hat nur weggeschickt ihr Menschen. Sie alle die Mischures. Was hat schon mit Kick verstanden, was man meint. Und hat von seiner Seite auch ein Wink getan zu seinem jungen Prinzipal. Boris hat aber jetzt keine Zeit nicht gehabt zu gehen. Ist gesetzt mit der Mitte und hat geführt ein neidigen Schmies. Alec hat das übergegeben Berten. Und Berthe hat befeuert, als Eisenstadt soll der Mann Hashem kommen zu gehen, wo es giche. Eisenstadt hat sich bald genommen zu Boris. Weggeführt ihm weit in guten Raum. Und hat mit ihm gehabt, sei ein wichtiger Schmies. Und was für ein Schmies haben sie gehabt? Boris fuhrt weg nach Heudescharim mit dem Mittelkan Ausland. Darf fuhren. Missfuhren kann Ausland. Erstens, ein bisschen zerschlugen sich die Gedanken nach dem Schein im Examen. Zweitens, wird sich ein bisschen ausraben, entwickeln. Drittens, kann nicht umsuchen dem Mitte, welcher hat er so lieb. Viertens, ist es Tage seine neidige Sache. Sehen eine neue Welt. Fünftens,
ist das ihm sehr nützlich pushet fahren gesinnt. Und was kann sich das tun mit der Idee, mit seiner Rose, welche wird ihm leichten Himmeltum wie ein glänzender Stern, wie bald wird noch kommen zurück. Also wird sie mit Gewalt ausrasten von den Händen von den Despoten, mit der Wegfuhr mit ihr, wart. Der Wahl wird sich mit ihr überschreiben oft. Alle Tug. Die ganze Zeit hat Eisenstadt gehalten im Kopf herumgelost. Hat nicht geantwortet, das zweite Wort. Aber als Boris hat geendigt, hat aufgehoben im Kopf. Ein niedergestellt seine gläserne Bankes auf Borissen und hat ihm afraid getun. Boris, sag mir dem rechten Ennis, du hast lieb Rosen? Du hast sie stark lieb? Eisenstadt, bist mir schicken. Sie los. Sie hab ich so lieb. Was verregst du? Alec hat gesiegt Borissen in Gurten. Hat ihm gesucht, als der Futter rief den. Boris hat sich bechaie gewähnt. Die gläserne Bankes für seinen Chaber Eisenstein sind auf ihm gewähnt, sei schwer überzutrugen. Den ganzen Tag hat sich Boris ausbehalten von ihm. Von Nacht. Als Eisenstadt ist weggegangen zu Berthe, der Grieche, ist ihm geworden geringer auf dem Herz.